Dankeschön. Guten Abend, Münster. Wie geht's euch? Das ist die Hauptsache, ja. Warst du guter Schüler früher? Ich wäre gerne einer gewesen. Ich war damals ein Musterschüler. In Kattenferne, ich habe nie einen abschreiben lassen. Mein gut, es wollte auch nie jemand von mir abschreiben. Und ich habe die Schulzeit sehr intensiv gemacht, nicht wie die jungen Leute, heutzutage jede Klasse bloß einmal. Mein Vater musste nicht jedes Jahr neue Schulbücher kaufen. Alleine rechnen habe ich in 3 verschiedenen Währungen gelernt. Das hatte mehrere Vorteile, und zwar die Lehrerin, die wir in der 6. Klasse gekriegt haben, frisch ausgelernt von der Unität, mit die war ich selbst ein paar Jahre vorher eingeschult worden. Und als wir in der 8. Klasse auf Klassenfahrt waren, da habe ich den Schulbus gefahren. Ne? Ja. Gut, apropos fahren, fast hätte ich gar nicht heute Abend hier hinfahren dürfen zu Karneval. Meine Frau, die Erna, die ist immer noch stinkig wegen Silvester. Das ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her, aber das ist noch nicht verjährt. Wir haben das erste Mal nämlich getrennt gefeiert, ich und Erna. Und die haben mich dann also nach Hause gebracht, das war der Abend vom 4. Januar. Ja. Die haben mich bei diesen kalten Temperaturen vor der Haustür liegen lassen. Die haben geklingelt und sind ganz schnell weg. Ich denke manchmal, die haben noch mehr Angst vor meiner Frau als wie ich selber. Ging die Tür auf. Heinrich Schulte Brömmelkamp, welche Ausrede hast du diesmal? Ich sag keine. Und das soll ich dir glauben? Wo warst du? Ich sag, Erna, du fragst mich doch manchmal, wo ich wo gelandet wäre, wenn du mich nicht geheiratet hättest. Ja, ich sag, siehste, genau da war ich. Ja. Sturzbesoffen bist du wieder. Hast du wieder Alkohol gehabt? Warst du wieder beim Bier? Du hast eine Woche seit Weihnachten nichts getrunken. Kein Bier, kein Wacholder. Ich war so glücklich, dass du eine Woche nicht einen Schluck angerührt hast. So glücklich war ich. Und jetzt? Ich sag, jetzt bin ich mal wieder dran mit glücklich sein. Ja, deswegen, ja, 40 Jahre, so lange sind wir jetzt, also schon mal 41, ja, und vorher dann eben die Verlobungszeit, das ist die Zeit, wenn man noch mal so anderswo gucken muss, oder? Ne, nein, Verlobung hatten wir damals einige Zeit, ich sag auch in die Zeit, ich sag, Erna, ich sag, wir sind da jetzt verlobt, ne? Ja, ich sag, ich habe ja investiert, ne, Verlobungsring, ich habe dir auf dem Schützenfest eine Bratwurst ausgetan. Beim Karneval habe ich dir eine Luftschlange geliehen. Ich sage, ich bin ja jetzt finanziell in Vorleistung ohne jegliche Gewähr auf Gegenleistung getreten. Ja, und wenn ich mir zum Beispiel einen neuen Trecker kaufe, habe die erste Rate angezahlt, dann weiß der Händler ja auch, dass ich das Ding abnehme. Dann darf ich mit dem Trecker ja auch schon mal so eine kleine Probefahrt machen. Ich sage, und wo wir beide jetzt miteinander verlobt sind, da wäre doch so eine kleine Probefahrt. Gibt's nicht, du Ferkel. Ich sag Erna einmal. Nein! Ich sag Erna, als Landwirt, da bin ich auch Kaufmann. Und ich sag, ich kauf auch nicht die Katze im Sack. Wenn du unbedingt drauf bestehst, dann kann ich dir auch eine Referenzliste vorlegen. Ja. Ja. Wie gesagt, dieses Jahr werden es dann 41 Jahre. Also letztes Jahr hatten wir Hochzeitstag. Ich meine, haben wir jedes Jahr, aber letztes Jahr zum 40. Das war im Frühjahr, da sagt meine Frau Heinrich, sagt sie, ne, jetzt sind wir 40 Jahre miteinander verheiratet und wir haben noch nicht mal Flitterwochen gehabt. Ich sage, in Ordnung, gute Reise, schreib mir eine Karte. Nee, ich musste mit, ne, Reisebüro. Sie hat sich gedacht, so eine Schiffreise, so wie mit einem Traumfahrtschiff und so. Ich dachte, komm, in Ordnung, ne, hier, Schiff aussuchen, Fahrkarte kaufen, einsteigen, los geht's. Aber du wirst ja totgeschmissen mit Kataloge. Ob wir eine Kabine haben wollten, Oberdeck, Unterdeck, Mitteldeck, Backbordkabine, Steuerbordkabine, Innenkabine, Außenkabine, erste Klasse Kabine, zweite Klasse Kabine, in der Kabine getrennte Betten nebeneinander, getrennte Betten übereinander. Ich sag, wenn sie getrennte Schiffe hätten, das würde mich interessieren. Aber, nee. Erna, deswegen, ich meine, wenn wir Urlaub, der wäre dann zusammen gewesen, aber sonst habe ich ja in der Woche manchmal auch Urlaub, wenn Erna da mal weg ist. Die geht so 3-4 Mal die Woche zum Doktor.
Ja, nicht, weil ihr was fehlt, die geht direkt an der Anmeldung vorbei, setzt sich in Wartezimmer, damit sie von der älteren Dame aus Kattenfenne hören kann, welche Krankheiten sie sich als nächstes einbilden könnte. Und wenn die nichts Neues drauf haben, gegenüber in der Apotheke, in der Umschau, Apothekenumschau, hier die Senioren-Bravo, stehen immer die aktuellsten Krankheiten drin. Egal welche Krankheit in Kattenfenne ausbrechen mag, meine Frau hat sie zuerst. Wisst ihr, was sie jetzt hat? Prostata. Sieht auch gar nicht gut aus. Sie meinte auch, dass sie dagegen geimpft worden wäre, aber ihre Mutter hatte da ja auch so Lasten mit, ne? Ich habe also keine Ahnung, wie sie es hingekriegt hat. Der Doktor hat ihr eine Kur aufgeschrieben. Bad Schandau in der sächsischen Schweiz, da ging's hin. Das ist eine halbe Autostunde hinter Dresden. Da hat er dann eine Kur gemacht im Sommer. Das war herrlich erholsam. Ich glaube für meine Frau auch. Und irgendwann in diese Zeit sagte Erna ihre Schwester, die Irmgard. Also Erna hat eine ältere Schwester, die Irmgard. Die ist nicht viel älter als wie Erna, nur 2 Monate. Ist die Zwillingsschwester. Aber jetzt zweieich, deswegen 2 Monate, da liegen 2. Ich kann das biologisch erklären, aber solange ihr noch was zum Knabbern habt, ist das vielleicht nicht ganz so angebracht da, ne? Auf jeden Fall sagte die dann, lass uns doch die Erna mal besuchen. Ich sag, in Ordnung, fahren wir hin. Ich dachte, wir wären zum Mittagessen wieder zu Hause, aber da zog sich, ne? Über der Autobahn, nicht? 8 Stunden mit dem Ford Granada bis da hinten nach Bad Schandau, kurz hinter Dresden. Meine Schwägerin hat in Kattenfenne beim Einsteigen ihren Monolog begonnen, hat durchgesabbelt über einmal tanken, 2-mal Pinkelpause, 3 Autobahnkreuze, 4 Autobahnen und 5-mal geblitzt werden. Die hat das erste Mal in Bad Schandau wieder Luft geholt. Es war Sommer. Ich hatte das Schiebedach vom Auto auf. Ich schwöre, als wir angekommen waren, die hatte Sonnenbrand auf der Zunge. Ja. Wir haben dann Erna besucht, ne, und abends dann, ich sag, sei mir nicht böse, jetzt noch nach Hause fahren, das wird mir zu spät, ne. Ich sag, lass uns in ein Hotel fahren, wir morgen in aller Ruhe nach Hause. Ja, sagt meine Schwägerin, das machen wir. Ich und Schwägerin Irmgard nach einem Hotel, an der Rezeption. Ich sage, guten Tag, wir hätten gerne 2 Einzelzimmer. Guckt mich der sächsische Portier an, noch das haben wir gerade nicht. Ich sag, wie, das haben wir gerade nicht? Nee, sie hätten bloß noch ein Doppelzimmer. Und da war mir bewusst, Heinrich, diesen Kurort wirst du nicht erholt verlassen. Ich sag, Irmgard, wir nehmen das Zimmer. Abends in dem Zimmer, in der Toilette, in dem Badezimmer, Irmgard hat sich bettfertig gemacht. Ich habe Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, habe die Betten auseinandergeschoben. Dazwischen habe ich den 2 Meter hohen Kleiderschrank geparkt. Ja, abends, wir lagen jeder schön in seinem Bett, dauerte nicht lange. Heinrich! Ja, Irmgard, mir ist kalt. Ich sag, und? Kannst du mal das Fenster zumachen? Gut, man ist ja nicht so. Ich Fenster zugemacht, hingelegt. Kaum, dass ich lag, hier ist eine Mücke im Zimmer. Ich sag, auf meiner Seite vom Kleiderschrank war sie noch nicht. Mach die mal tot! Bin ich aufgestanden, habe ich das Viech erlegt, als ich sie hatte. Ich sage, es wird aber geschlafen. Dauerte nicht lange. Mir ist immer noch kalt, Heinrich. Ich sag, und? Kannst du mal nach unten nach der Rezeption runtergehen und mir eine zweite Decke zum Zudecken holen? Ich sag, Irmgard, ja. Ich sag, Irmgard, wir kennen uns doch verdammt lange. Ja. Deine Schwester ist meine Frau. Ja. Ich sag, und kein Mensch in Kattenfenne muss jemals erfahren, was heute Abend hier im Zimmer passiert. Nee, wieso? Ich sag, wir können doch für einen Abend, für eine Nacht mal so tun, als wenn wir nicht Schwager und Schwägerin wären. Wie meinst du das? Ich sag ganz einfach, wir tun für einen Abend, für eine Nacht so, als wie wenn wir Mann und Frau wären. Mann und Frau? Mann und Frau. Ich der Mann und ich die Frau und du die Frau. Oh Heinrich, mir ist so kalt. Ich sag, dann steh auf, geh runter zur Rezeption, hol eine verdammte Decke alleine. Ja. 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 Deswegen, so ist es nach 40 Jahren, wenn man dann verheiratet ist. Ich meine, muss ich mal kurz zum Schluss erzählen.
Bei uns zu Hause ist ja mittlerweile schon die übernächste Generation aktiv. Meine Enkeltochter, die ist 17. Bei die neulich im Zimmer, ganz fürchterlichen Rumgeheule. Ich rein, da saß Jennifer, das ist die Freundin von unserer Enkeltochter, heulend auf dem Bett. Ich sag, was ist los? Sagt sie, ich krieg ein Kind. Ich sag, mit deinen 17 Jahren kriegst du Kind? Ja. Ich sag, wie habt ihr das denn angestellt? Ja, sagt sie, wenn Sie das in Ihrem Alter noch nicht wissen. Ich sag, Kind, du verbaust dir die ganze Zukunft. Ja, sagt sie, wäre ich bloß den Abend mit meinen Eltern in Kino gegangen und hätte mich nicht mit meinem Freund getroffen. Ich sag, und warum bist du nicht mit deinen Eltern nach Kino gegangen und hast dich mit deinem Freund getroffen? Ja, sagt Jennifer, der Film, der war doch noch nicht jugendfrei. Ich sag, und jetzt ein Kind mit 17. Ich sag, wer ist denn der Papa? Ja, sagt Jennifer, das ist der Kevin. Wahrscheinlich. Könnte auch sein, dass es Mirko ist. Vielleicht auch Sebastian. Könnte aber auch sein, dass es der Löschschucht 2 der Freiwilligen Feuerwehrkatten... Ja, nur wir hatten Feuerwehrfest und sie nimmt das mit dem Gutschlauch eben sehr genau. Ich sag, du musst doch wissen, wer der Vater von deinem Kind ist. Ja, sagt Jennifer, halten Sie mal einen Finger in eine laufende Kreissäge und sagen Sie hinterher, welcher Zacken sie zuerst geschnitten hat. Ich sag immer, was sagen deine Eltern dazu? Ja, sagt Jennifer, die wissen das noch nicht mal. Ich sag, die werden sich ja freuen. Sagt sie, die bringen mich um. Ich sag, so stimmen doch. Ich sag, soll ich das deine Eltern erzählen? Sagt sie, das würden sie machen. Ich sag, klar, tu ich doch wohl für die beste Freundin von unserer Enkeltochter. Wo tust du wohnen? Hat sie mir auf so einen Zettel geschrieben, Bachstraße 24, 3. Stock bei Scholz. 2 Stunden bin ich da gewesen, kam ich nach Hause. So eine große Flasche Sekt geklopft. Ich sag, Jennifer, du musst nicht mehr weinen, dein Papa weiß Bescheid, dass du ein Kind kriegst. Guck, sag ich, und große Flasche Sekt hat er mir auch noch mitgegeben. Wie, sagt sie, haben es ihm erklärt? Ich sag, ist geritzt, der weiß, dass er Opa wird. Und Flasche Sekt gab's noch. Wie, sagt Jennifer, hat er sich gefreut? Ich sag, du, die Freude hielt sich in überschaubaren Grenzen. Ja, sagt sie, wie haben es ihm denn erklärt, dass noch Flasche Sekt mitgab? Ich sag, Jennifer, ich hab den Weg der hohen Diplomatie gewählt, als ich ihm erklärt hab, dass du das Kind kriegst und die Flasche Sekt dafür gekriegt. Ja, sagt sie, wie denn nu? Ich sag, wenn du es genau wissen willst, ich sag, ich bin dahin, Bachstraße 24, 3. Stock bei Scholz, hab geklingelt, ich sag, da hat mir ein Mann die Tür aufgemacht, da sag ich, guten Tag, ich sag, sind Sie Großvater Scholz? Ne, sagt der Mann, er wäre zwar Herr Scholz, aber Großvater wäre er den nächsten Jahren noch nicht. Ich sag, wollen wir wetten um eine Flasche Sekt? Ja. Ja. Man muss immer gucken, dass man zu seinem Vorteil kommt, ne? Gerade in diese wirtschaftlich schweren Zeiten hier, ne? Wurde ja schon besungen, hier Griechenland-Krise, ne? Aber von mir aus können die Griechen so viel Geld haben, wie sie wollen, aber nur gegen Sicherheit. Wenn ich zu sagen hätte, die Akropolis in Athen, die würde so lange deutsch, bis die Kohle wieder hier ist. Und kommen die nicht mit dem Geld rüber, dann bauen wir das Ding ab und erweitern damit das Brandenburger Tor. Oder wir nehmen uns Costa Cordalis, Vicky Leandros und Nana Mouskouri als Geiseln oder Pfand. Wobei der Schuss kann auch ganz gefährlich nach hinten losgehen. Aber allein die Tatsache, Deutschland ist pleite, gibt Griechenland, Irland noch pleiter sozusagen Geld. Das ist genauso bescheuert, wie als wenn Franjo Pot dafür bürgt, dass sich Ingrid Steger ein neues Auto kaufen kann. Ja? In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Karnevalszeit. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer Heini aus Kattenfenne. Tschüss. Wir dürfen zu Recht stolz sein auf diesen berühmtesten Sohn Westfalens, André Hülscher, alias Bauer Heini aus Kattenfenne, meine Damen und Herren. Heini Schulte-Brömmelkamp, Westfalen. Grüß deine Erne. Mach ich. Tschüss.